ersten Livestream auf diesem Kanal. Heute werden wir Division Rivals spielen und ja, wir werden versuchen, den Division Rivals Rang 1 zu erreichen und auf jeden Fall noch ein paar Foot Champions Punkte zu sammeln, damit wir dann auch bald mal eine Weekend League spielen können. Hallo Luca Kummer. Ich habe eine Frage, hört man die Musik und falls ja, stört die Musik? Und ja, genau, das sind eigentlich schon die ganzen Fragen. Ja, mir geht's ganz gut. Ja, mir geht's ganz gut und dir? So, wie ihr seht, haben wir hier 11.670 Punkte und brauchen für Rang 1 14.290. Genau, sollte eigentlich drin sein. Ja klar, Luca, guck mal, ich grüße dich. Also ja, ich grüße Luca Kummer. Also der Gegner hier mit einem Sweaty Premier League Team. Eine 4-2-2-2 Formation. Ja, schade. Luca, kommst du aus der Schweiz oder aus Deutschland? Oder? Ja. Schade, schade. Nein, mach ihn doch. Schade. Da hat er nicht richtig kontrollieren können. Oh, fuck.
Luca, falls du noch zuschaust, nochmal die Frage, hört man die Musik und falls ja, stört die Musik? Denn, ja, das würde mich mal interessieren. Mach ihn! Oh Mann! Was ist denn heute schon wieder los mit der Chancenverwertung? Oh, schade. Ich würde sagen, das Spiel ist bisher ziemlich ausgeglichen mit einem kleinen Chancenverlust für mich. Aber wenn ich meine Chancen nicht nutze, bin ich selbst schuld, würde ich mal sagen. Oh, die Flanke kam gefährlich. Also meine Passgenauigkeit muss ich in FIFA 19 auf jeden Fall noch arbeiten. Das ist echt noch wirklich schlecht. Schon wieder? Oh nein, bitte nicht. Dann. Starker Kopfball. Jetzt vielleicht Konter. Nee, dafür habe ich zu langsam gespielt. Mach ihn. Ja, 1-0. Sehr schön. Wäre natürlich schöner, wenn der Kopfball drin gewesen wäre, aber kann man nicht ändern. Es wäre echt freundlich, wenn der eine Zuschauer mal reinschreiben würde, ob man die Musik hört. Also wenn es Luca ist. Ich schätze mal schon. Ja, das wäre echt nett. Halbzeit schon 1-0, das passt ja.
passt auch noch von allen Spielern. Ja, 2-0, sehr schön. Sané. Sehr schön, Lukas hat Platz. Ah, ich wollte einen Rückraum flanken, schade. Sagen wir wechseln mal kurz. Stellen wir 4-2-3-1 um. Sané rückt auf rechts, links, kommt Luzan hin. Hier in Bühler. Ja, passt. Mal schauen, ob wir die Ecke verteidigen können. Ja, scheint so. So abseits, gut. Jetzt Lozano. Schade. Jawohl, 3-0. Damit ist das Spiel, glaube ich, entschieden. Jesus. Ja, war ein schöner Volley. Ah ne, wieder Lupfen. Ja, Anschlusstreffer. Okay, jetzt müssen wir uns nochmal Mühe geben. Hätte ich den Keeper nicht rausholen sollen. Ich dachte, er wäre schnell draußen. Nein, ich wollte nicht noch einen Steilpass machen.
Sehr schön, Varan. Oh, stark Navas. Schade. Wer ist denn der eine Zuschauer? Schreibt mal rein. Ja, da kann er nicht sweaten, sehr schön. Ah, schade, dass ich laufen kann. Oh, Glück gehabt. Nein, das darf nicht passieren. Jetzt Sané, lauf. Mann, Mann, Mann. Wow, starkes Tor. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Das ist doch nochmal knapp geworden, hätte ich echt nicht gedacht. Ah, das sollte es aber gewesen sein. Ja. 3-2 Sieg. Damit fahren wir schon den ersten Sieg ein, sehr schön. War eigentlich relativ ausgeglichen, wie man hier sieht. Ja, da haben wir unsere Chancen einfach besser genutzt. 50 für Champions-Punkte bekommen wir dafür, sehr schön. Und das G-Wert geht auch nochmal hoch. Hallo Nagitamas? Habe ich gerade gegen dich gespielt, oder? Oh, ah, okay. Ja, ja, well played.
Good game. Alles klar, er verlässt, weil ich Basel-Trikots habe. Was verlassen die alle, weil ich Basel-Trikots habe? Alles klar. Yeah, Nagi Tamas, you play very well. And next time maybe you win. But so is FIFA, I think. It's not every time fair. Ja, okay. Das ist ja wahrscheinlich gegangen. Mein Englisch war auch ziemlich bad. Mal schauen, was der Gegner für ein Team hat. Okay. Sweaty Bundesliga. Mit Asamoah und Kaldi Chiari oder so. Und Rui Patricio im Tor, das verstehe ich nicht. Warum hat er da Rui Patricio im Tor? Der eine Zuschauer, schreib mal rein, wer du bist. Oder ist es immer noch Nagi Tamas? Aha, Angelo, hallo? Wie geht's dir? Voll. Gut, okay, das freut mich. Ja, mir auch, danke. Oh, was rot? Oh, das ist natürlich jetzt. Ui, das ist ziemlich hart. Aber warum da rot? War er letzter Mann, oder? Okay, das tut mir jetzt leid für den Gegner auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir probieren hier mal einen Powerschuss. Von meinem Rechtsfuß. Kann irgendjemand noch gut schießen? Ah ja, Lukas. Okay. So. Ah, schade, der landet in der Mauer. Angelo, eine Frage. Hört man die Musik im Hintergrund? Und wenn ja, stört die Musik oder? Ja. Wäre nett, wenn du da mal drauf antworten würdest. Nein, hört sie nicht, okay. Jawohl, 1-0. Sehr schön.
Hört man sie jetzt? Ah, fuck, 1-1. Okay, schön. Jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren. Und ist sie zu laut oder ist die Qualität schlecht oder passt das so? Alles gut, okay. Nein, schade. Irgendwie hasse ich dieses Jahr gegen Bundesliga-Teams zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber ich komme irgendwie nicht so gut klar gegen die. Nein, wir hatten noch nicht genug Punkte für die Weekend League. Aber vielleicht nächste Woche, aber da muss ich mal schauen. Weil ich bin halt auch nicht so gut, dass sich das wirklich lohnt, deswegen. Aber eine können wir auf jeden Fall mal spielen und schauen, wie ich so abschneide. Oh, fuck, ich mache immer denselben Fehler, das ist schlimm. Nein, Gold 3. Niemals. Also, denke ich zumindest nicht. Ich habe letztes Jahr noch nie Weekend League gespielt. Also generell noch nie. Aber ich schätze mal, dass die Gegner da schon extrem stark sind. Wenn ich ja selbst in Division 6 schon Probleme habe ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Man müsste es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Jawohl. Also Joel sagt, ich bin besser. Immer wenn wir Freundschaftsspiele machen, gewinne ich. Aber ja, also ich denke mal ich schon ein bisschen. Also jetzt nicht irgendwie selbstverliebt klingen oder so. Aber ein bisschen besser denke ich schon. Dann ist ja gut. Wie lange habt ihr eigentlich Ferien in der Schweiz, Angelo? Ah, okay. Und hast du jetzt schon Ferien oder noch nicht? Also doch, warum frage ich eigentlich? Ist ja klar, wenn du schon so früh dabei bist. Und da kassiere ich 2-2, oh Mann. Was tue ich? Kompletter Fail. Und was hast du so in den Ferien noch vor? Fahrt ihr irgendwie weg oder? Ah, okay, ja, ja. Ich habe eine Tante in der Schweiz und einen Onkel. Deswegen weiß ich das so ein bisschen mit den Kantonen, aber nicht so sehr. Ja. Habe ich aber schon verstanden. Also deine erste Woche ist Ferien, oder? Ah, okay, du bleibst zu Hause. Ja, ist ja auch ganz nice eigentlich. Oh, wäre der reingegangen, das wäre echt bitter gewesen. Komm schon, lass es noch gewinnen. Spielst du selber FIFA oder bist du nur so eher der sich das anschaut? Ach komm.
Ah, okay, aber du hast erst die erste, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, fuck. Jetzt bin ich auch so von FIFA 18 gewöhnt, dass man einfach durchpacen kann. Nein, das wettet ihr wirklich. Och Mann. Komm schon, Konzentration jetzt. Nochmal alles nach vorne pushen. Och, come on. Einmal kann er doch durchkommen. Komm schon, eine Chance noch. Ah, okay, du spielst bei Freunden. Ja, das ist ja auch ganz nice eigentlich. Nein! Schade, Mann. Oh, es wäre so schön gewesen. Krieg ich noch einen Angriff durch? Komm, das wäre so nice. Ja, schade, Mann. Ja, die Niederlage war schon ein bisschen bitter, aber der Gegner war halt überlegen. Ich habe mich halt nicht so gut konzentriert, aber kann man nicht ändern. Das ist halt schon ein ziemlich großer Unterschied zwischen 9 Punkte für die Niederlage und 50 für so einen Sieg. Teamfitness können wir da reinpumpen. Ich bin 15 und du? Gegen Erasmus 11 spielen wir jetzt. Was ist das denn für ein Trikot? Ah, okay, 14. Okay, ah, sieht stark aus. Vor allem der Sturm. Jo, hallo. Okay, der Gegner redet auf jeden Fall schon mal.
Woher kommst du? Ja, das ist schon klar. Okay. Angelo, ich gehe noch zur Schule. Ne, in Deutschland gibt es keine Kantone so. Also keine Ahnung. Dresden, also Sachsen, Deutschland. Achso, nee, Angelo, ich rede gerade mit dem im Game. Jo. Also war nicht an dich gemeint. Warum machst du auf Pause, Junge? Oh yo, Angelo, du kannst auch mal schreiben, aus welchem Kanton du kommst, wenn du möchtest. Ich kenne mich da zwar eh nicht so aus, aber... Jo, Elfmeter, nice. Alles klar. What the fuck? Was ein Fail schon wieder, Alter. Mies. Der Gegner ist auf jeden Fall sehr skilllastig.
Ah, Luzern, jo. Nice. Alles klar. Jawohl, 2-1. Verdient, würde ich sagen. Eine Frage an dich mal, Angelo, kurz. Und zwar überlege ich, ob ich mir für die Ersatzbank Lozano Inform hole, weil ich habe jetzt Lozano auf der Ersatzbank. Und der Inform wäre schon fett, der kostet 30.000 Münzen. Würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Okay, Angelo, dann bis später. Viel Spaß bei, keine Ahnung, was auch immer du jetzt machst. Und vielleicht bis dann nochmal. Oh, warum hält der Keeper den? Okay, ja. Gut, danke für deine Meinung. Und dann bis später vielleicht. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Alles klar, was hält dieser Torwart alles? Oh, ein zweiter Zuschauer ist da. Hallo an den zweiten Zuschauer. Kannst du mal schreiben, wer du bist? Nein. Really? So ein scheiß CPU-Elfmeter in der Nachspielzeit? Ach nee. Ah, schießt an die Mitte. Wow. Na gut, 2-2 ist halt alles in Ordnung. Auch wenn wir eigentlich echt überlegen sind. Jawohl, 3-2, Dembele, sehr schön.
Ja, 4-2, sehr schön. Das war wahrscheinlich die Entscheidung. Wechseln wir jetzt mal kurz. Ja, sehr stark. Na was? Aber so, sowieso abseits, dann ist ja gut. Schade. Nein, den hat er noch. Hoi. Hätte ich nicht gedacht. Jawohl, Varane ist da. Nein, der wollte eigentlich nach links legen. Aber der Ellie holt ihn sich wieder. Oh, schade, Mann. Longshot. Schade, ein Versuch was er wert. Jetzt kann der Gegner kontern, das könnte eklig werden. Aber den haben wir, sehr schön. Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich schätze mal, das Game ist durch.
Der Helm mit seinem Around the World. Ach ne, stimmt, das ist ja gar nicht Around the World, sondern Rainbow Flick. Der bringt nichts in dem FIFA. Das ist so sinnlos. Warum machst du den denn immer wieder? Und Lozano bekommt nicht noch sein Tor. Schade. 4-2 gewonnen, das ist doch wunderbar. Damit 2 Siege aus 3 Spielen ist, denke ich mal, in Ordnung. Damit stehen wir jetzt bei 711 Champions Punkten. Und bekommen auch nochmal ordentlich Punkte dazu. Stehen damit, glaube ich, ein Sieg vor Rang 1. Das ist doch sehr gut. So, jetzt haben wir auch genug Münzen, sodass wir unsere Bank nochmal verbessern können. Dann tun wir hier Lozano ein. Dann tun wir uns den Inform von Lozano. Denke ich mal, eine echt gute Investition so. Das ist ein Inform aus der ersten Woche und er ist ziemlich preiswert, so dass man sich den auf jeden Fall mal leisten kann. Hier haben wir gleich einfach 30.000. Ist zwar nicht frisch, aber geht in Ordnung. So, da können wir dem jetzt noch einen Chemistry Style geben. Tempo hat er genug, bevor ich auf jeden Fall Physis. Ja, das Finish hat, glaube ich, auch mit am besten so. Hier kann ich euch mal zeigen. Da kriegt er nämlich hier nochmal +1 Stärke, +2 Aggressivität und +2 Sprungkraft und außerdem +1 Stellungsspiel, Abschluss, +4 Schusskraft, +4 Fernschüsse, +2 Volleys und +2 Elfmeter. Also geht auf jeden Fall fit. So, hallo an den einen Zuschauer. Kannst gerne mal reinschreiben, wer du bist, oder einfach einen Kommentar schreiben. So, wir spielen jetzt gegen Live Club. Hat Juventus Trikots. Mal schauen, was er für ein Team hat. Ui, okay, das ist mal ein starkes Team. Auch sehr stark eingebaut hier mit Marcelo und Walker. Also mit Marcelo gut eingebaut, meine ich. Okay, das wird ein schwieriges Spiel, würde ich sagen. RF aus der BPL. Nicht Sterling, nicht Wayne und nicht Lukas. Naja, da gibt es dann, glaube ich, nicht mehr so die größte Auswahl. Hallo auch an den zweiten Zuschauer. Teodofeo ist auf jeden Fall noch. Aber den fand ich jetzt auch nicht so stark, also den habe ich auch schon gespielt. Und dann gibt es eigentlich nicht wirklich noch spielbare Spieler auf der Position. Also da würde ich lieber auf einen Sterling oder einen Williams sparen. Moreno FIFA. Nein, den hat Lori schlecht gemacht. Also ich finde Lukas eigentlich ziemlich stark. Weiß nicht, was du da hast.
für 190k kannst du dir auch locker Sterling holen. Einen besseren gibt es in der BPL da nicht auf dem rechten Flügel. Schade. Die dominieren die Gegner sehr stark, aber es fehlt immer noch das Tor. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Schwacher Pass. Also hätte ich 190k, dann würde ich mir im rechten Flügel auf jeden Fall Sterling hinstellen. Oder Lukas, aber ich habe Sterling noch nicht gespielt so. Lukas spielt sich ganz gut, aber es ist nicht so bombastisch. Ich denke mal, dass sich das Sterling schon noch ein Stück weit besser spielt. Wer ist denn der zweite Zuschauer? Kannst du auch gerne mal reinschreiben. Och, komm schon, Lori hält alles. Wenn ihr neu dabei seid, würden wir uns auch sehr über ein Abo freuen. Und lasst auch gerne, wenn euch das Stream gefällt, ein Like da. Mach ihn jetzt, komm. Ja, Ellie, endlich. Gegner scheint nicht allzu gut zu sein. Aber da kann man sich auch täuschen. Wenn du keinen guten R findest, kannst du auch einfach ohne Flügelspieler spielen. Aber in der BPS ist es eigentlich ein bisschen doof. So. Kannst du auch mit 2 Stürmern spielen. Okay, einer ist gegangen. Ja, der eine Zuschauer würde ich mich sehr freuen, wenn er mal reinschreibt, ob es noch Moreno FIFA ist oder ob es eine andere ist. Ah, ist immer noch Moreno. Ich will Son spielen lassen. Aber Son ist doch linker Mittelfeldspieler, oder? Also soweit ich weiß. Oder hast du auf links schon jemanden besseren, oder wie meinst du das? Ja, ach stimmt, Salah habe ich ganz vergessen. Aber der ist glaube ich auch ein bisschen teurer, oder? Also letztes Jahr hatte ich seinen Wants to Watch und der war auf jeden Fall extrem gut. Und alle, die ihn bis jetzt gespielt haben, haben mir auch gesagt, dass er echt gut ist. Also wenn die Münzen reichen, dann wäre Salah natürlich geil. Jetzt klingelt es bei uns. Ich gehe mal kurz ins Aus, ich bin gleich wieder da.
Da kam einfach mal der Postbote, man kennt ihn. So, bin wieder am Start. Also ja, wenn dir Salah leisten kannst, dann holen auf jeden Fall. Oder spar auf ihn. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Investition. Aber ich würde auf jeden Fall raten, ein ausgeglichenes Team zu haben. Also nicht nur so Salah und darum das Friendly Premier League Team, sondern dann lieber einfach mehrere Mittelklasse-Spieler für 30, 40k so. Aber wenn du schon so ein Team hast, dann wäre es auf jeden Fall eine Option, auf Salah zu sparen. Ja, wir dominieren die Gegner hier ganz klar. Müssten eigentlich schon höher führen. Aber wie meinst du das mit Son spielen lassen? Wegen Flügeln weglassen oder? Ja, stimmt. Wahrscheinlich deswegen. Ja, dann schweife auf Salah. Oder hol dir erstmal Sterling. Oh, come on, mach ihn doch. Hätte der nicht Lori im Tor, dann würde es ja schon 3-4-0 stehen. Der ist ja fast so OP wie wie Courtois dieses Jahr. Kriegt er noch? Oh, schade, das wäre echt schön gewesen. Oh, was? Gelb? Gibt's Elfmeter? Oder war die nachträglich? Ah, nachträglich, schade. Ach, come on. Was will denn noch alles halten? Alles klar, jetzt geht noch eine Pause. Moreno FIFA. Hast du schon Weekend League gespielt, dieses FIFA, oder spielst du überhaupt Weekend League so? Oder wie ist das so bei dir? Ja. Ich hab doch schon gespielt. Okay, schade, jetzt ist Moreno auch raus.
Sehr schön gehalten. Erste richtige Chance für den Gegner. Das wäre später gewesen, wäre das drin gewesen. Jetzt drückt der Gegner ganz schön. Müssen wir mal aufpassen. Oh nein, wie ich sowas hasse. Okay, jetzt muss gepusht werden. Unverdientes 1-1. Jetzt müssen wir uns 2-1 holen. Ach komm, jetzt mauer doch nicht so. Was für ein Pass? Warum spielt er hinter? Ich habe doch ganz klar nach vorne gespielt. Schick ihn. Mann. Come on. Freistoß, sehr schön. Gibt Geld. Das ist eigentlich relativ egal. Ja, schade. Mach ihn! Nein, Lori, Mann! Schade. Moin ein Zuschauer. Nein, Sunny, was machst du? Wenn ich jetzt noch das 2-1... Oh, gut. Komm schon, wir können es 2-1 noch schaffen. Aber nicht so. Nicht so. Der mauert jetzt aber auch überkrass. Jetzt kriegt er auch noch wirklich den Konter hier. Nein. Oh, verdient. Sowas von Karma. Oh. Sowas von Karma, dass er das wetten will. Und dass er dann vorbei rutscht.
Ja, erstes Unentschieden heute. Schade, wäre mehr drin gewesen. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. Sieht man auch. Eieiei. Meine Chancenverwertung mal wieder. Rücken, Rang 1 auf jeden Fall nah. Hier im Match sollten wir es schaffen. Der eine Zuschauer kann gerne mal reinschreiben. Ich würde es auf jeden Fall mal interessieren, wer da ist. So. Nächstes Match würde ich sagen. Passt die Fitness noch? Ja. Okay, der Gegner mit einem Suafi-Bundesliga-Team mit einem Spanien-Innenverteidiger und einem Rechtsverteidiger. Sollte die Musik etwas zu laut sein, schreibt es bitte rein. Unnötige Ballverluste sind das. Echt bitter. Stark von Navas, aber auch echt starker Schuss. Der Gegner scheint nicht allzu schlecht zu sein. Oh nein, nicht so ein Fehlpass. Komm bitte. Wird es kein Gegentor daraus. Oh, es war so klar. Es rächt sich immer, wenn man so einen Pass macht. Oh Mann. Und jetzt ist der Zuschauer wieder raus. Ja Mann, Deli Alli 1-1, sehr schön. Jetzt maximale Reiseerlebnisse gibt. Ich hoffe, es ist nicht gesperrt wegen der Werbung.
Nein, schade. Da wäre fast das nächste von Deli Alli gewesen. Mal schauen, ob die Ecke was bringt. Nein, Deli Alli! Schade. Jawohl, Jesus. 2-1. Oh, da wäre fast der Ausgleich gewesen. Ah, schade. Das dritte wäre jetzt echt wichtig, um ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Denn so könnte er jederzeit wieder ausgleichen. Schick ihn. Jetzt Sané. Oh, Ulashi. Schade. Bloß nicht auskontern lassen. Wie vorhin schon gesagt, ich komme dieses Jahr einfach nicht so gut gegen Bundesliga-Teams klar. Wäre das ein Premier League-Team mit der Qualität, ich würde es bestimmt 4-5-0 abziehen. Aber beim Bundesliga-Team ist es echt was anderes. Immer diese Fehlpässe im Aufbauspiel sind echt schlimm. Nein. Sehr gut, Navas.
Abseits? Nein, es war kein Abseits. Oh, Mist. Schade, dass er nicht gemacht hat. Seit Weizsäcker wird nichts und ist eventuell sogar ein Konter über Volland. Paulsen ist, glaube ich, nicht so schnell. Ja, den Hammer. Nein! Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder durch so einen blöden Fehler, Mann! Konzentrieren! Ich kann doch nicht durch solche Fehler mit die Tore kassieren. Das ist doch echt traurig. Nein. Mann, Mann, Mann. Der Schuss war echt schlecht. Wie ich es einfach wusste. Komm schon, das ist doch ein Foul. Wieso sind alle so auf Sweaten aus? Verstehe ich nicht. Jetzt bringen wir erstmal einen Joker rein. Vielleicht kann der uns ja nochmal weiterhelfen. Schade. Der Gegner steht aber auch sehr defensiv jetzt. Ja, nein, da kommt er doch ran. Schade. Jetzt wäre ich durch die Ecke ein bisschen Gefahr. Nein, schade. Aber Chance ist noch da. Da kommt wieder so ein Fehlpass, das ist doch echt bitter. Der Gegner kann auf jeden Fall gut kontern, das muss man ihm lassen. Oh Mann, Ellie. Hat sich auch noch verletzt jetzt dabei oder was? Das ist ja natürlich doppelt bitter.
kann nicht sein, dass die ganzen Zweikämpfe hier verloren gehen. Und dann so ein Pass. Wirklich. Nein! Oh, hätte er jetzt reingegangen. Ich hätte mich echt aufgeregt. Das wäre so unverdient gewesen. Mann, das gibt's doch nicht! Warum verliere ich immer so unverdient? Das ist doch nicht verdient, ganz ehrlich. Und da schießt er mit 37 Schuss den rein. Natürlich, Abdou Diallo. Mann. Das ganze Spiel über komplett überlegen. Aber ich nutze meine Chancen einfach nicht. Und da ist er natürlich dann da. Statt dass ich auch mal eine Chance bekomme. Nein. Ja, und dann pfeift er ab, anstatt mir noch den Konter zu lassen. Ist klar. Nächste unnötige Niederlage. 7 Schüsse aufs Tor und trotzdem verloren. Oh Mann. Jetzt sind wir bei 740 Punkten. Aber wir sind kurz vor Rang 1. Ja, okay. Na gut, ich mache mal kurz eine Pause von 5 Minuten und bin dann gleich wieder da.
So Leute, ich bin wieder da. Pizza ist im Ofen und damit kann es weitergehen. Mit Division Rivals. Gegen Buchholz FC, mal wieder in Deutschen wahrscheinlich. Ja. Mal schauen, was er für ein Team hat. Ja, war ja klar, ein Bundesliga-Team mit Tilo Kehrer eingebaut. Sieht ganz gut aus. Tilo Kehrer wird aber nur auf 6 Chemie sein wahrscheinlich. Oder 7 mit Loyalität, aber ja. Dann dem Gegner auf jeden Fall viel Glück. Und wir geben auf jeden Fall alles, um hier den Sieg einzufahren. Gegner direkt mal mit der ersten Chance. Meine Spieler machen gerade echt komische Sachen. Gegner spielt auf jeden Fall stark. Starke Grätsche. Ich hätte natürlich sweaten können, aber ich sweate nicht. Und der Finesse. Schade gehalten. Sehr stark, genau, was auch gut gehalten. Oh, und der Seitwärts hier, knapp neben das Tor. Das Spiel gerade auf jeden Fall nicht sehr stark. Und das ist 1:0 Longshot-Tor. Durch Kruse, ja, er ist ja bekannt für seine Longshots. Vielleicht mache ich dadurch jetzt etwas auf. Keeper hält hier zweimal sehr stark, aber es gibt den Elfmeter. Sehr schön. Mal schauen, ob ich diesen diesmal verwandeln kann. Der Keeper hält schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit den Elfmetern dieses Jahr los? Und da macht er das 2:0. Das ist doch unverdient. Kommt schon. Ich hasse Bundesliga-Teams. Wirklich. Gibt es denn nur Spieler mit Bundesliga-Teams? Oder warum spielen wir hier die ganze Zeit gegen welche? Mach ihn. Oh, verdammt.
Nicht mal so. Und es gibt den nächsten Elfmeter. Toll. Ja, wenigstens rot. Mann. Das kann nicht wahr sein. Wirklich. Er hält jeden Ball. Selbst die Elfmeter. Das ist sinnlos. Wirklich. Macht eine lange Flanke und da steht er 3-0. Wow, wie ich es einfach schon vorhersehen kann, aber nichts dagegen tun kann. Was ist denn das für ein Gegner? Ohne Witz. Ja, und da schießt er gegen Pfosten, ist klar. Was ist denn das für eine Chancenverwertung? Mann, Mann, Mann. Ist ja sowas von unverdient, diese Führung. Und den macht er auch nicht. Och, komm schon. Langsam wird es echt traurig. Dass dieser Ulreich alles hält. Hätte wenigstens diese 2 Elfmeter reingemacht, aber nein, die hält Ulreich natürlich. Ja, und das ist die Maschine himself. Den hält Ulreich wieder. Nicht mehr normal, wirklich, nicht mehr normal. Jetzt wird er hier schön arrogant, super. Und nicht mal so macht dann rein. Ei, ei, ei. Wir sind in Überzahl, aber können es einfach nicht nutzen. Weil der Gegner einfach die Chancenverwertung des Jahrhunderts hat. Jetzt müssen wir jetzt hier langsamer arbeiten, das sehe ich jetzt schon kommen. Das gibt es nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben? So viel Pech hat der Gegner wahrscheinlich nicht mal am ganzen Tag. Och, komm schon. Mach ihn, Ellie. Ja, endlich. 3-1. Komm schon, weiter so. Genau, weiter so. Ja, da kann er nicht sweaten, sehr schön. Nein, da soll er doch gar nicht hinspielen.
Wie hält er den? Und dann natürlich gegen die Latte. Komm schon. Komm schon, wir schaffen das noch. Wir müssen nur dran glauben. Ich hoffe, irgendwann kriegst du das zurück mit deiner Arroganz, wirklich. Ah, Anschluss wieder da, hallo. Ja, auf dem Kanal bringen wir jetzt erstmal nur FIFA. Aber ich spiele privat manchmal Fortnite. Ich habe es mal aktiv gespielt, aber gerade nicht mehr wegen FIFA 19. Dieses Spiel ist echt schon wieder nur frustrierend. Was dieser Ulreich alles hält und schon wieder. Das ist doch nicht mehr normal. Das muss man doch mal einsehen. Es ist ein Non-Rare-Torwart. Der hat einfach schon 2 Elfmeter gehalten. Das ist doch wirklich Lache. Schon wieder hält er. Das kann man sich da einfach nicht mehr geben. Komm schon. Push dich. Nimm Ball, nimm Ball. Los, 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 los. Komm, 1 noch.
Komm schon. 5 Minuten noch. Egal wie viel Zeit jetzt rauszögert, wir kriegen noch eine Chance. Komm, hast du noch, Sané. Oh, den hat Ulreich. Schade. Komm schon, eine Chance noch. Gib mir noch eine Chance. Ja, Einwurf für uns, oder? Kriegt er den noch? Nein, er kriegt ihn noch. Ach, Ulreich hat ihn, das war's. Der wird schön die Zeit rauszögern und dann vorkloppen. Ja, das war's. Schaut euch die Chancen an, dann wisst ihr, wie frustrierend dieses Spiel war. 32:9, wirklich, das ist einfach nur frustrierend. Sowas. Eieiei. Aber immerhin haben wir jetzt Rang 1. Wir werden trotzdem weiterspielen. Aber bevor wir weiterspielen, machen wir jetzt erstmal noch unsere individuelle Taktik. Die ist mir nämlich jetzt echt wichtig. So, bei ausgeglichen. Mach mal Druck nach Fehlern hier. Und hier spielen wir auch beide jetzt. So, das passt. Passen. So, und hier alles schön. Eigentlich, ja, so. So, lass mal so. Hier machen wir Abwehr überlaufen. Defensive Stärken. Hier auch defensive Stärken. Ja, kann man so lassen. Hier hinten bleiben wir angreifen. Mitte abdecken. Ja, passt. Hier mal das Gleiche. Hier nochmal auch hinten bleiben wir angreifen. So, dann passt das erstmal. Freistöße. Ich sage noch Lukas. Elfmeter. Auch Lukas. Und die Ecken macht auch Lukas. Ist einfach überall der Beste. Sehr defensiv. Macht auch Druck nach Federn hier. Das ist auf 5. Ballbesitz 6. Das ist auf 3. Zack. Aufstellung. Machen wir die 4. 4. Ja, so können wir das lassen eigentlich. Die Anweisungen. Nehmen wir auch.
Was? Das hat sich wieder geändert. Und die Ausstellung. So. Nein. Ach. Denkfehler. Hier können wir die ruhig so lassen. Brauchen wir sie, würde ich sagen. Switchen wir dann in die Ausstellung. Hier genau das gleiche, nur mit der Aufstellung. Noch mehr Abwehr überlaufen. Defensive stärken. Das gleiche hier nochmal. Hier machen wir auch das gleiche. Machen wir Mitte abdecken. Hinten bleiben bei Angriffen. Eintreiben. So, jetzt brauchen wir nur noch hier sehr offensiv. Haben wir auch Druck nach Fehlern. 5 jeweils und hier auch auf Ballbesitz. Spannungsweise auf 6 und das 3. Hier machen wir wirklich die Aufstellung. Hier kann es auch Standard bleiben. So, sehr gut, da haben wir das. Wir bekommen dafür auch eine Trophäe und können direkt ins nächste Spiel starten. Gegen Dragols. Hat hier ein Premier League Team. Sieht ganz stark aus. Vor allem der Sturm. So, ich bin wieder da. Musste kurz zur Tür. Aber da hatten wir Glück, dass der Gegner hier noch nichts reißen konnte. Mies. Mal schauen, ob wir gegen den Gegner mal wieder einen Sieg einfahren können.
diesen bitteren Spielen jetzt. Da wollte er sweaten. Aber haben wir nicht zugelassen, sehr stark. Nein, schade. Zu stark geköpft. So, weiter geht's. Und da ist wieder so ein dreckiges 1:0.
Damit ist erstmal Halbzeit. Vielleicht können wir in der zweiten Hälfte eine etwas bessere Leistung zeigen. Mach ihn, jawohl. Fernandinho 1-1. Oh, starker Versuch hier beim Gegner. Mit einem Freirucks. Das hätte man auch mal pfeifen können. Aber das sieht der Schiedsrichter anscheinend anders. Starker Pass aus der Nähe.
ich hätte so verdient, das Tor zu machen, weil ich nicht gesweatet habe. Aber nein, dein Bede haut natürlich komplett drüber. Und er schießt, er köpft gegen die Latte. Oh je. Ach, Jesus. Nein, der sollte doch auf Lukas und nicht auf Jesus. Mann. Und genau wenn ich passen will, schubst er mich so um, dass ich nicht mehr passen kann. Und es gibt nichts. Sinnlos. Ja, ist klar. Und dann sweatet der schon wieder. Mann! Immer dieses Sweater, wirklich. Es reicht. Ich hätte schon 5-mal sweaten können, aber ich bin einfach ein Ehrenmann. Im Gegensatz zu diesem Schwuchtel. Abseits. Ist klar, ist ja nicht so, als hätte ich runtergedrückt. Ja! 2-2. Sowas von Ehre genommen. 3-2. In der Nachspielzeit gedreht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ehre genommen. Ehre genommen. Jawohl, so mag ich das doch. Ehre mal anders genommen.
das sieht sehr stark aus. Mit One-Sword Schwerdi eingebaut und Inform. Ach, ich weiß den Namen gerade nicht, aber sieht nach einem guten Serie A-Team aus. Nein, den hält er, was? Der hat den denn noch gehalten. Oh, schade. Schlechter Versuch. Oh, und den hält er, schade. Jetzt kann die Ecke vielleicht gefährlich werden. Sané? Nein. Den zweiten Versuch? Auch nicht. Chesney macht da echt gute Arbeit bei ihm. Oh, ein Zuschauer ist wieder dabei. Hallo? Jawohl, Sané, 1:0.
Und dann kommt so ein Gegentor. Ach Mann. Der Zuschauer kann gerne mal reinschreiben. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wer dabei ist gerade. Jawohl, 2-1, Sané, Doppelpack. Zwei 1 zur Halbzeit, sieht doch ganz gut aus. Ist natürlich klar überlegen, also Führung ist auf jeden Fall verdient. Es klingelt schon wieder, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder zurück. Der eine Zuschauer, schreib mal rein, wer du bist. Und da geht er weg. Schade.
schade, aber Eckball. Gut geklärt vom Gegner. Vielleicht klappt es ja im zweiten Versuch. Oh, der kam gut, aber der Torwart ist da. Ich würde sagen, wir wechseln mal. Und da ist wieder ein Zuschauer dabei. Hallo, ich grüße dich. Keeper ist schon wieder da. Er treut ihn ja die ganze Zeit rum und geht draußen rein. Goal! Was? Abseits! Nein! Was ein Traumtor! Nein, schade. Ah, schade, das macht Lozano dann. Sané mit dem Seitwärts hier. Oder nichts draus. Sané macht mir echt immer mehr Spaß zu spielen. Also von dem will ich mich auf jeden Fall nicht trennen. Gut, dass dieser Sweater nicht durchgekommen ist. Sonst hätte ich mich mal wieder aufgeregt. Jetzt Lozano, kriegt er den noch? Ja. Ah, stark antizipiert vom Gegner. Ich krieg gerade keinen schnellen Konter hin. Auf! Sané, nein! Schade. Langsam könnte er aber wieder einen machen.
Schade. So, dass Hana da nicht mehr rankommt. Und jetzt Sané wieder rechts. Und den langen Pfosten auf Lozano. Nein! Schade. 89 Minuten mittlerweile. Der Gegner will natürlich jetzt schnell machen. Er braucht ja noch ein Tor. Aber wie vermeidet man am besten, dass der Gegner ein Tor schießt? Man hat den Ball einfach selber. Und schießt selber kein Tor. Ja, okay. Ich dachte, er wird trainiert. Vielleicht macht Ellie jetzt noch einen. Ja, sehr schön. Ellie macht auch noch einen. 3-1. Damit ist das Spiel auf jeden Fall entschieden. Endlich mal wieder ein Sieg. Ich finde, dieser Sieg ist auf jeden Fall ein gutes Omen, den Stream hiermit zu beenden. Wir sind Rang 1, das wollten wir erreichen. Haben noch ein paar Champions-Punkte gesammelt. Und ja. Danke auf jeden Fall alle, die zugeschaut haben und kommentiert haben. Und alle, die es jetzt danach sehen, macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal.